Hallo, herzlich willkommen in der Niederdeutschen Bibliothek. Wie uns Bolkerblick geitert von durch Klaus Groth. Und hier in der Niederdeutschen Bibliothek find wir all seine Wagen. 1870 hätte Mein Jungsparadies zu Ende gebracht. Wat ein Betschau bloß auf Platt lesen kann, ist nu auch auf Hochdeutsch rausgekommen. Heiko Thomsen hat sich ranmogt und Mein Jungsparadies in Hochdeutsche übersetzt. Mein Jungsparadies, eine Kindheit in Tellingstate, hat das Buch nu und passlich Bilder dazu, hätte ein Mann mogt, der sich just so passlich Sted Telling nennt. Man lot wir die beiden doch einfach Musips vertellen. Ich habe das Vertellen 2014 kennengelernt, in Ternstedt. Damals konnte ich noch gar keinen Platz schnacken. Und da habe ich dann gehört, das gave auch das Vertellen von Klaus Groth. Und ich habe mich auch für eins interessiert, was mit Ternstedt so in Zusammenhang wäre. Dann müsste ich ja Plattdeutsch lernen, ne? Und das Buch lesen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich angefangen, das zu übersetzen, ne? Weil das die anderen Hochdeutschen das ja sonst nicht lesen können. Naja, Heiko hat mir vor so ein vorgegeben, dass schon was Modernes waren, das schon ein bisschen modern aussehen. Dann hätte er gesagt, dass man Ternstedt auch so ein bisschen Rolle erkennen soll. Na, dann habe ich angefangen. Das ist ja das Titelbild. Da kann man die Protagonisten, Johann, ne? Johann im Buch, ja. Johann, kann man da sehen. Und wie er so in Ternstedt ankommt. Und er ist so ein bisschen verdräumt, er ist in seiner Geisterwelt so ein bisschen, ne? Und der Ternstedter, der wollte irgendwie nur mit Autobus zum Zopf fahren. Klaus Groth, einer der am häufigsten gemalten Literaten des 19. Jahrhunderts, also seine Zeitgenossen, die haben ihn halt häufiger ins Visier genommen als so manch anderen großen Literaten, den wir jetzt mehr beachten. Und damit habe ich halt mich beschäftigt, ihn immer wieder zu zeichnen, abzuzeichnen, diese ganzen Bildnisse zu nehmen. Dann habe ich halt geguckt, okay, jetzt weiß ich, wie er in alt aussieht. Und dann habe ich halt versucht, ihn so ein bisschen jünger zu bekommen. Und da habe ich dann ihn quasi einfach die Attribute eines alten Mannes halt wegretuschiert. Und dann habe ich das versucht, zu einem Bild zusammenlaufen zu lassen. Und dann habe ich eigentlich auch schon den Klaus Groth, so wie ich ihn mir vorstellte. Ich habe bannig Respekt für Groth, seinen Text, wie das Groth ja ein großen Schreibersmann ist. Ich bin da auch ganz vorsichtig rangegangen. Hab nicht zu viel Glicks verändern wollt, hätte wahrscheinlich so mehrere Stufen geben. Ne? Die Geschichte ist ja auch Johann sin Sicht vertellt. Die ward sozusagen indirekt vertellt. Ne? So als Johann sich das vorstellt, was nun passiert in dem Moment. Sag ich mal, von erzähltechnischen Aspekt her ist das heel besonders und ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich finde, dass dieser Text in Hochdeutsche übersetzt werden muss. Vielleicht hätte der ein oder andere doch mal für sich das Original anzusehen. Und das kann ihn dann auch in das Buch hier. Wir haben einen Text auf Hochdeutsch, haben einen Text auf Plattdeutsch, ist auch noch ein paar Wörfe weg. Sted vertellt auch noch ein bisschen was über sein Biller. Da ist ein Wort verloren, wie, das ist ein Rundumpaket. Heiko Thomsen und Sted Telling hebt Köttens erst mehr Böck in Lichtwag Sol feststellt. Und du find ich noch Masse anderer Veranstalten statt. Kiek doch mal vorbei, ob die Homepage von der Karl Töpfer Stiften, da seht ihr schon mal, was du eins los ist.